تفتح بالكتاب وأزهر، بالآي أشرق زاكيا وتنور، ذوق كساه الطهر يا لجماله، بمدارس تحفيظها قد أنورا، بمدارس تحفيظها قد أنورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wir werden heute weitermachen mit unserer Vortragsreihe Asma'ullahi al-Husna. Wir sind heute bei dem Namen Al-Mu'min angekommen. Wir werden heute den Namen Al-Mu'min behandeln. Der Name Al-Mu'min, der für Allah benutzt wird, kommt im edlen Koran nur ein einziges Mal vor, der explizit für Allah benutzt wird, genau wie der Name As-Salam auch einmal vorkommt. Dieser kommt in der Surah Hashr im 23. Vers vor, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Huwallahu lazi la ilaha illahu al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Es ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt. Er ist derjenige, der Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam und Al-Mu'min ist. Jetzt das Wort Al-Mu'min, dessen Wortwurzel besteht aus diesen folgenden drei Buchstaben, und zwar Amana und einmal Amen. Das ist die Wortwurzel von dem Wort Al-Mu'min, yani Amen, Amina, Amin Olmak, yani Amin. Das ist die Wortwurzel von diesem Wort Al-Mu'min. In dem Maqayis al-Lugha wird zu der Bedeutung zu Amana Folgendes gesagt. Was bedeutet das Wort Amana eigentlich überhaupt? Vielleicht werdet ihr euch jetzt fragen, naja, das immer wieder, wenn man den Namen zum Beispiel Allahs Al-Mu'min gehört hat, habt ihr euch vielleicht gefragt, also ich habe mich das zumindest gefragt damals, Al-Mu'min, die Muslime sind doch Mu'minun, die sind Gläubige. Wie kann denn Allah Al-Mu'min sein, also der Gläubige sein? Ist denn Allah gläubig? Also heißt das dasselbe? Es heißt nicht dasselbe. Wenn man das Al-Mu'min, an den Mu'minun für die Menschen benutzt, ist eine andere Bedeutung. Und wenn man das für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt, Al-Mu'min, hat das auch eine andere Bedeutung. In den, wie gesagt, Mu'jam Maqayis al-Lugha wird auf folgende Bedeutung hingedeutet, was die Wortwurzel von diesem Amana, Amen, yani Mu'min ist. Da wird gesagt, es ist das Gegenteil von Verrat. Das Gegenteil von Verrat ist Sicherheit. Und das zweite ist, es ist das Gegenteil von Lüge, und zwar ist es Treue und Loyalität. Yani, da wo Sicherheit ist, Treue, Ehrlichkeit, Sicherheit ist, da wird die Angst verschwinden. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir sagen, Allah ist Al-Mu'min, möchten wir eigentlich dazu sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der das Richtige, der das Wahre bestätigt? Eins, er ist derjenige, der die Ängste, die in deinem Herzen sind, diese Ängste umwandelt in Sicherheit. Das ist damit gemeint. Wenn wir zum Beispiel schauen, wurde zum Propheten a.s. Al-Amin gesagt. Er war ein Vertrauenswürdiger, der Vertrauenswürdige, Al-Amin. Das ist dasselbe Wortwurzel. Warum? Weil man bei diesem Menschen keinen Verrat gesehen hat. Man hatte was? Man hatte bei ihm keine Angst. Da, wo kein Verrat ist, da herrscht auch keine Angst. Da, wo kein Verrat ist beim Propheten, da war Sicherheit gewesen. Bei den Propheten war man sicher. Die Geheimnisse waren sicher, dein Besitz war sicher, dein Anvertrautes war sicher. Deswegen war Al-Amin gewesen. Amin ist die Sicherheit. Bei einem Menschen, der Al-Amin ist, heißt, dieser Mensch ist sicher. Wenn ihr in den Tafsir-Büchern schaut, in dem Vers Surah Hashr, im 23. Vers, kommen dann Aussagen von den Salaf al-Salihin, die dieses Wort Al-Mu'min interpretiert haben und was sie daraus verstanden haben. Ibn Abbas sagt zu dem Wort Al-Mu'min, was das bedeutet. Er sagt, Al-Mu'min bedeutet, Allah ist der, der den Menschen sowohl ein Gefühl als auch in Wirklichkeit Sicherheit gibt. Und er ist derjenige, der seinen Dienern diese Sicherheit in ihren Herzen gibt, in diese Fitra, in diese Veranlagerung, die natürliche Veranlagerung. Allah gibt in die natürliche Veranlagerung eines Menschen ein, dass Allah seinen Diener niemals Zulm machen wird. Das sagt Ibn Abbas. Allah, Al-Mu'min bedeutet derjenige, der seinen Diener in Sicherheit nimmt und in seinem Herzen eingibt, dass er ihn niemals Zulm machen wird. Yani, habt ihr euch jemals gedacht, wenn ihr eine Tat gemacht habt, dass ihr gesagt habt, oh, Allah wird mich vielleicht für diese Tat nicht belohnen, für eine gute Tat? Oder habt ihr euch jemals gedacht, was, wenn Allah mich unrecht behandelt, was, wenn Allah mich zu Unrecht in die Hölle wirft? Hat niemals ein Mensch gedacht, nicht mal, dass diese Angst kam in einem Herzen von euch rein. Was, wenn Allah mir Unrecht tut? Was, wenn Allah meine gute Sache nicht sieht oder übersieht? Diese Sache kam niemals in eurem Herzen rein. Warum? Weil Allah das in eure Fitra gegeben hat. So was habt ihr niemals gedacht. Warum? Allah hat dieses Gefühl von Sicherheit, dass ihr Menschen vor seinem Zulm, seinem Unrecht tun, in Sicherheit seid. Dieses Gefühl hat Allah in unserem Herzen gegeben, sagt Ibn Abbas. Qatada sagt zu dem Wort Al-Mu'min, was für Allah sein Name ist, bedeutet,
er ist derjenige, der das wahre Wort bestätigt. Weil Al-Mu'min bedeutet auch bestätigen, der das wahre Wort bestätigt. Ibn Zayd sagt, er ist derjenige, der seinen Dienern, die Allah im Tawhid einigen, bestätigt. Er ist derjenige, der die Muwahhidun, die den Tawhid Allahs auf der Erde verwirklichen, bestätigt. Wie er die bestätigt, kommen wir noch dazu. Karzai sagt, er ist derjenige, Al-Mu'min ist derjenige, der die Diener, die Zuflucht bei ihm suchen, bewahrt bzw. beschützt und sie in Sicherheit nimmt. Die Zuflucht bei ihm suchen. Mujahid sagt, Al-Mu'min ist, Allah ist derjenige, der seinen eigenen Tawhid bestätigt. Allah bestätigt seinen eigenen Tawhid, indem Allah im Koran sagt, Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Bezeugt hat Allah subhanahu wa ta'ala, dass es keinen einzigen Gott gibt, außer ihm selbst. Ibn Qutayba sagt, er ist es, der sein Versprechen, die er seinen Diener gegeben hat, wahr werden lässt und er diese erfüllt und bestätigt. Und Hattabi sagt, Allah, Al-Mu'min bedeutet, dass Allah bestätigt die Erwartung seiner Diener. Ich habe jetzt mal einige Salaf-Gelehrten aufgezählt, was die dazu sagen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Kriegsgefangenen, ein Kriegsgefangener möchte sich ergeben und dann sagt er, ich ergebe mich unter einer Bedingung, dass ich in Amen bin, in Amniyat bin. Was heißt das? Dass mein Besitz, mein Leben in Sicherheit ist, dann werde ich mich ergeben. Wenn jemand sich ergibt in einer Kriegssituation, dann fordert er die Sicherheit. Und dann fordert er die Bestätigung. Wenn die bestätigt haben, die Sicherheit, dann übergibt er sich und dann wird er beschützt in die Sicherheit genommen. Ihm wird nichts getan. Das ist dieselbe Bedeutung. Er wird in die Amanat, in die Amen genommen, in die Sicherheit hineingenommen. Wenn wir jetzt das für Allah subhanahu wa ta'ala benutzen, das alles zusammenfassen, können wir sagen, was bedeutet Al-Mu'min, wenn wir das für Allah subhanahu wa ta'ala benutzen? Dann heißt das, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, ist die Quelle und die Essenz der Sicherheit und des Iman. Die Sicherheit kommt von Allah. Allah ist derjenige, von dem der Iman ausgeht. Wir sind diejenigen, die den Iman danach angenommen haben und umsetzen. Aber von Allah kommt der Iman. Von Allah kommt die Sicherheit. Allah gibt die Sicherheit und von Allah kommt der Iman und er bringt seinen Dienern im Diesseits und im Jenseits in Sicherheit. Dieses Gefühl von Sicherheit gibt er ihnen. Das bedeutet Al-Mu'min. Ich möchte jetzt gerne 5 Punkte aufzählen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sein Name Al-Mu'min vorkommt. Und ihr werdet vielleicht verwundert sein, wo überall Allah sein Name Al-Mu'min vorkommt. Ihr werdet oft merken, dass das Dinge sind, die euch gar nicht fremd sind. Aber es sind eigentlich Dinge, die euch bekannt sind, aber die ihr vielleicht noch nie so angesehen habt oder verwirklicht habt. Al-Mu'min und die Ängste in dieser Dunya. Guck mal, egal wo ihr Sicherheit oder Iman findet, da ist Allah sein Name Al-Mu'min reflektiert. Wenn ihr irgendwo Sicherheit findet in einem Ort, zum Beispiel hier herrscht gerade Sicherheit, ihr sitzt, es passiert nichts, hier ist Allah sein Name Al-Mu'min reflektiert. Wenn irgendwo jemand Iman macht, wenn ihr den Iman seht, dann ist Allah sein Name Al-Mu'min dort reflektiert worden. Wenn ihr aber irgendwo Chaos, Kufr, Schirk, Angst sieht, dann wisset Allah sein Name Al-Mu'min wurde dort entzogen. Deswegen herrscht dort Angst, Chaos, Unzufriedenheit und keine Ruhe. Al-Mu'min und die Sicherheit in dieser Dunya. Eins der größten Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala einer Gesellschaft geben kann, die größte Gabe ist die Sicherheit in einem Volk. Weil wenn ein Volk keinen Frieden hat, keine Sicherheit hat, dann herrscht dort Chaos, Unruhe und es herrscht dort Krieg. Wenn irgendwo an einem Ort Unruhe, Chaos oder Krieg herrscht oder Angst herrscht, dann ist dort die Strafe Allahs vorhanden. Dann hat Allah dort seinen Namen Al-Mu'min fortgenommen und dort ist Allahs Strafe. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَادًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Allah sagt, und Allah prägt euch ein Gleichnis der Stadtbewohner, von einer Stadt, von einer Ortschaft. Sie waren eine sichere und unbesorgte, in Frieden lebende Gesellschaft. Ihr Rizq kam zu ihnen reichlich aus jedem Ort. Dann فَكَفَرْتَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dann sagt Allah, Allah hat ihnen Sicherheit gegeben, einen Ort, die haben in Frieden gelebt. Allah hat ihnen ihr Rizq gegeben, von überall kam das. Dann haben sie gegenüber den Gaben Allahs Kufr gemacht. Sie waren Nankör, sie waren
undankbar gegenüber den Gaben Allahs, dann ließ Allah die Bedeckung von Hunger und Angst über sie fühlen und über sie kommen für das, was sie getan haben. Allah sagte mit dem Koran, li ila fi Quraysh, bei der Vereinigung der Quraysh, ila fihim rihlata shita'i was sayf, bei der Vereinigung zur Reise der Karawane im Winter und im Sommer, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, so diene dem Herrn des Hauses, in der Kaaba, الَّذِي أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُ مِنْ خَوْفٍ, denn er ist derjenige, der dich gespeist hat, nachdem ihr gehungert habt und euch Sicherheit gewährt hat, nachdem ihr in Angst gelebt habt. Aus diesen 2 Versen lässt sich eigentlich Folgendes entnehmen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt als Gabe Sicherheit und Rizq, sehr viel euch und Zufriedenheit. Die Leute, die Mushrikun in Mekka, haben damals die Karawane immer im Sommer und im Winter betrieben, weil sie Angst hatten. Da hatten die kein Essen, die hatten nichts gehabt. Deswegen waren sie dauerhaft mit der Karawane beschäftigt. Allah sagt, so dient dem Herrn der Kaaba, macht den Tawhid, damit Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Angst in Sicherheit umwandelt und euch versorgt. Was passiert aber, wenn ein Mensch undankbar ist gegenüber den Gaben Allahs? Dann lässt Allah die Bekleidung des Hungers und der Angst über euch kommen. Guck mal, wisst ihr, was eine harte Strafe Allah subhanahu wa ta'ala war? Der erste und der zweite Weltkrieg war eine sehr harte Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah hat dort seinen Namen Al-Mu'min entzogen und da herrschte Angst, Chaos, Unzufriedenheit und alles Negative herrscht dort. Dies war die Strafe Allahs. Ich habe damals mein Abitur in Wirtschaft und Verwaltung gemacht und als ich dann das gemacht habe, dann hatten wir irgendwann das Thema kam, wir hatten eine Pyramide. Wir hatten es gibt ein bekanntes hierarchisches Modell, das Maslowische Bedürfnispyramide. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es 5 Stufen. Das wurde damals in der Wirtschaftslehre uns beigebracht sogar. Sie haben gesagt, ein Mensch hat 5 Bedürfnisse. 5 Bedürfnisse sind die Grundbedürfnisse eines Menschen. Sie haben mit der untersten angefangen. Sie haben gesagt, das allerwichtigste Bedürfnis eines Menschen, was auf den Mensch angewiesen ist, erster Punkt ist die Grund- und Existenzbedürfnisse. Das sind zum Beispiel biologische, körperliche Bedürfnisse. Das kann zum Beispiel sein, Atmung. Ein Mensch muss atmen, das ist ja ein Bedürfnis. Also was braucht er? Saubere Luft. Ein Mensch zum Beispiel braucht Wärme. Also was braucht er? Kleidung. Haben Sie gesagt. Sie haben gesagt, ein Mensch zum Beispiel braucht Trinken. Also was braucht er? Sauberes Wasser. Ein Mensch zum Beispiel braucht Essen. Deswegen haben Sie gesagt, gesunde Ernährung ist wichtig. Ein Mensch braucht Schlaf. Deswegen braucht ein Mensch Ruhe und Entspannung. Das haben Sie gesagt. Das ist der erste Punkt, was alle Grundbedürfnisse eines Menschen sind. Deswegen sind das existenzielle Bedürfnisse eines Menschen. Ohne diese Punkte kann ein Mensch nicht leben. Und wisst ihr, was die Kuffar in dieser Pyramide als zweites sofort aufzählen? Sicherheit. Emniyet, Emen, Sicherheit. Sie sagen, zur Sicherheit zählen sie aber auf und sagen, dazu gehört Unterkunft, ein Haus, also ein Dach über dem Kopf, Gesundheit, Schutz vor Gefahren, Ordnung, Gesetze und Rituale. Als zweites kommt Sicherheit. Da kommt soziale Bedürfnisse, dann kommt Anerkennung und Wertschätzung und danach kommt die Selbstverwirklichung. Das ist die Pyramide eines Menschen, also die Bedürfnisse eines Menschen. Das Interessante ist, an zweiter Stelle nach den Grundbedürfnissen eines Menschen kommt sofort die Sicherheit. Und die sagen, Sicherheit wird gemeinhin als ein universelles, allen Menschen gemeinsames Bedürfnis angesehen. Das Streben nach Sicherheit wird als elementares Grundbedürfnis verstanden, das Anthropologische aus der Notwendigkeit einer Lebensführung und Gestaltung resultiert. Das bedeutet, wenn du dein Leben gestalten willst, wenn du dein Leben führen willst, ist Sicherheit ein grundelementarer Bestandteil. Du kannst niemals Karriere machen, wenn du keine Sicherheit hast. Du kannst niemals dein Leben fortführen, wenn du keine Sicherheit hast. Du kannst keine Familie gründen, wenn du keine Sicherheit hast. Du kannst nicht langfristig planen, wenn du keine Sicherheit hast. Deswegen zählt Sicherheit zu den wichtigsten Punkten in der gesamten Gesellschaft, wird aufgezählt. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns das bei und sagt richtig, Al-Mu'min, Emniyet, ist sicher. Das bekommt ihr, wenn ihr den Tawhid verinnerlicht. Was passiert aber, wenn die Leute nicht den Tawhid verinnerlichen? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, sprich, Huwa al-Qadiru ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Sagt, er ist derjenige, Allah ist derjenige, der in der Lage ist, auf euch eine Strafe hinabzusenden, die von oben kommt und die von unter euren Füßen kommt. Dann sagt Allah, أَوْ يَلْبِسُكُمْ شِيَعًا وَيُزِيقَ بَعْدُكُمْ بَأْسًا بَعْدٍ. Allah kann aber auch machen, dass er eine Gruppe von euch absplittern lässt
und die eine Gruppe Gewalt auf die andere ausübt. Unsur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Schaut, wie wir unsere Ayat ganz klar machen für Leute, die begreifen, sagt Allah. Allah sagt, wenn ich meinen Namen Al-Mu'min entziehe, dann passiert das. Wir können euch bestrafen von oben, von unter euren Füßen und wir können sogar eine Gruppe abspalten, dass ihr aufeinander geht. Dann ist dort Al-Mu'min weg und da ist Chaos und Unzufriedenheit. Jetzt guck mal, über die Menschen heutzutage regnet es Bomben. Es regnet ja regelrecht Bomben. Von oben, von unten, überall herrscht Chaos und Krieg. Dieses Phänomen ist heutzutage vor allem im Nahosten, in unseren Ländern zu sehen. Überall regnet es Krieg, Bomben. Unter unserem Boden sind Bodenschätze. Bodenschätze sind eigentlich eine Gabe. Die müssen sich eigentlich freuen. Aber diese Bodenschätze wurden ihnen zum Verhängnis. Warum? Weil die ganzen Leute hungrig sind auf diese Bodenschätze und bombardieren diese Menschen. Das, was eigentlich für sie eine Gabe ist, hat Allah umgewandelt zu einer Schande und eine Strafe für sie. Und die Leute sind scharf auf diesen Unterboden, auf diese Ressourcen und fangen an zu bombardieren. Unsere Länder, das Kulturerbe wurde zerbombt, die Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht, Häuser werden zerbombt, die Menschen werden getötet, reichlich. Es herrscht wirklich ein Maximum an Unzufriedenheit, Chaos, Krieg, kein Frieden, keine Ruhe. In unseren Ländern ist das alles ganz klar zu sehen. Sei es in Jemen, in Libyen, in Irak, in Philistine, in Afghanistan, in Burma, in Kurdistan, egal wo, zählt auf, wo ihr wollt. In allen unseren islamischen Ländern herrscht genau diese Sache. Was glaubt ihr, warum das in unseren Ländern so herrscht? Schaut mal, Ikhwan, wir müssen eine Sache verstehen. Wir müssen verstehen, dass die Sicherheit nicht von einer Regierung kommt. Sicherheit kommt nicht von einem Institut. Sicherheit kommt nicht, weil hier gerade eine Regierung herrscht. Wisst ihr, wie viele Länder es gab, die eine stabile Regierung hatten, die richtig gute Institute und Gesetze hatten? Von heute auf morgen war die Sicherheit da weg gewesen. War die ganze Sicherheit da weg gewesen. Heute sagen sie hier in diesem Land, wir leben gerade so sicher, wir denken, egal was passiert, die Wirtschaft kann nicht kaputt gehen. Uns wird es immer hier gut gehen. So ein System kann nicht kaputt gehen. Sie haben gesagt, bei einem zweiten Lockdown, bei einem dritten, zweiten Lockdown wird die Wirtschaft so beschädigt sein, dass das soziale System einbrechen könnte. Denkt ja nicht, ihr seid sicher nur, weil dieser Staat so stark scheint, so stark ist oder weil ihr denkt, das hat ein gutes System, das hält sich seit Jahren aufrecht. In Libyen, in Syrien, Wallahi, fragt die Flüchtlinge, fragt die Leute, sie werden sagen, wir haben bis einen Tag vorher niemals gedacht, dass in unserem Land auch dasselbe passiert, Bomben regnen würden. Alles war normal. Sie haben was gemacht? Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Sicherheit, die von Allah kommt, ihrer Regierung zugeschrieben. Sie dachte, weil die Regierung ihre Arbeit gut macht, Polizisten hat, Militär hat, ist dieses Land sicher. Aber das Land war nicht sicher. Allah hat gezeigt, dass die Sicherheit einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Wir haben das Beispiel gesagt. Ich habe hier den Vers verlesen. Allah gibt das Beispiel eines Volkes. Sie waren in Frieden. Allah sagt, sie haben unbesorgt in Frieden gelebt. Sie waren sicher. Allah hat ihr Rizq gegeben. Dann haben sie Undankbarkeit. Sie haben Kufr begangen. Und Allah hat sie Hunger und Angst zu spüren lassen. Das ist das Phänomen unserer Länder. Unsere Leute haben immer gedacht, dass die Sicherheit von der Regierung kommt. Wisst ihr, was die größte Undankbarkeit eines Menschen ist? Wenn der Mensch eine Gabe, die eigentlich von Allah kommt, statt sich bei Allah zu bedanken, jemand anders bedankt. Statt dass die Menschen Allah gedankt hätten für ihre Sicherheit, haben sie ihre Regierung, das der Polizei zugeschrieben, die Partei macht diese gute Arbeit und Allah hat gezeigt, ey, diese Sicherheit, die kommt von mir. Dass ihr gerade in Frieden lebt, dass gerade ihr in Ruhe schlafen könnt, dass alles so schön ist, dass bei euch Al-Mu'min, Emniert herrscht, ist einzig und allein von mir. Die Menschen haben das aber nicht gesehen, haben die Sache nicht erkannt. Sie haben diese Sicherheit den Menschen einer Partei zugeschrieben, haben gesagt, weil diese Partei herrscht, geht es uns so gut. Und Allah hat gesagt, nein, so ist das nicht. Eine Gabe, die von Allah kommt, wo es Allah gebührt hätte, ihm zu danken, haben die Menschen nicht Allah gedankt, sondern die Regierung. Und Allah hat gezeigt, wie von heute auf morgen alles sich ändern kann. Wie von heute auf morgen ein wohlhabendes Land wie Libyen in Hungersnot landen kann. Ein Land, was in Sicherheit war, heute in Chaos und Krieg herrschen kann. Es haben sich auf einmal Gruppen gespalten und die eine hat über die andere Chaos und hat über die andere Wut und Schande gebracht. 1:1, was der Koran sagt. Und Allah sagt, wir machen unsere Zeichen ganz klar für Leute, die begreifen. Aber die meisten Menschen sind undankbar und sehen das nicht. Jetzt könnt ihr natürlich fragen, Achi, du sagst zum Beispiel, wenn man undankbar ist,
dann wird Allah diese Freiheit, diese Frieden einem Menschen entziehen. Was mit dem Westen? Was mit Europa? Du sagst gerade, unsere Länder sind so, weil das so ist. Ja, okay, verstehen wir. Was mit Europa? Die machen Kufr, die machen Schirk, die machen den Krieg gegen den Islam. Sie machen alles, was gegen den Islam ist. Warum tut Allah das? Allah subhanahu wa ta'ala beantwortet uns alles. Guck mal, Allah beantwortet alles im Koran. Allah sagt, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, nachdem sie das vergessen haben, womit wir sie gewarnt haben, sagt Allah, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ, haben wir ihnen die Tür zu allen guten Dingen geöffnet. Hatta isa farihu bima utu, und nachdem sie sich mit dem amüsiert haben, was wir ihnen gegeben haben, mit all diesen guten Dingen, die Tür, die wir ihnen geöffnet haben, nachdem sie sich damit Spaß hatten, amüsiert haben, akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun, dann haben wir sie unerwartet gepackt und niedergeschlagen und niemand konnte sie wieder retten. Allah sagt, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. So wurden die Leute, die Unrecht begangen haben, ausgerottet und vernichtet, und Alhamdulillah, alles Lob gebührt dem Herrn der Welten. Allahu Akbar. وَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Und wir lassen sie langsam in den Abgrund gehen. وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Und dann wird ihre Frist abgelaufen sein, dann werden wir sie schlagartig packen und vernichten. Allah sagt, lasst euch nicht täuschen, dass die Kuffar auf der Erde einfach so frei reisen können. Das ist nicht, weil es ihnen gut geht, weil Allah das nicht sieht. Lasst euch da bloß nicht täuschen. Guckt, was passiert ist im Ersten Weltkrieg. 30 Jahre später, keiner hätte es gedacht. Bumm, kam der Zweite Weltkrieg. Glaubt mir, der nächste Krieg, der hier ausbricht, wird der vernichtende Krieg sein, den Allah auf diese Kuffar hinabsenden wird. Weil sie haben jegliche Grenzen überschritten und deswegen wird Allah sie auf die brutalste Art und Weise vernichten. Deswegen vertraut auf Allah. Wenn wir Muslime aber heute sagen, unsere Länder keine Sicherheit haben, dann gibt nicht die Schuld den Kuffar oder den Amerikaner oder dies. Sucht die Schuld bei uns. Wir haben falsch gehandelt. Wir haben uns vom Koran, von der Sunna entfernt. Wir haben Allah seine Gaben nicht erkannt. Deswegen hat das Allah auf uns herabgesandt. Sucht die Schuld nirgendwo anders. Die Schuld ist einzig und allein bei den Muslimen selbst, bei uns selbst. Hätten wir uns an Allahs Buch und den Gesandten gehalten, hätte Allah uns beschützt und bewahrt. Weil wir das nicht gemacht haben, hat Allah uns ebenfalls verlassen. Das war die Sicherheiten der Dunya als Gesellschaft. Ich möchte noch einige Punkte aufzählen, die sehr fitri sind, die sehr natürlich veranlagert sind. Zum Beispiel, was ebenfalls eine Sicherheit der Dunyas ist, wenn zum Beispiel bei euch zu Hause der Wasserhahn tropft, dann würdet ihr die Nacht nicht mehr schlafen, wenn es unten tropft. Ihr würdet vielleicht, wenn ein bisschen stärker tropft, ihr könnt das nicht mehr zudrehen und niemand kommt, um das zu reparieren, dann würdet ihr die ganze Nacht nicht schlafen. Ihr würdet die ganze Zeit gucken, nicht, dass das überläuft, den Eimer wieder umwechseln, weil wenn der Eimer überläuft, dann wird das alles, Tapete und alles geht kaputt. Ihr würdet die ganze Nacht Wache halten, um zu gucken, ob das Wasser nicht überläuft. Aber der Mensch hat noch nie auf das Meer geguckt, hat gesagt, wird der Meer oder dieser Fluss überlaufen. Ich muss mal auf das Meer gucken, nicht, dass das Meer auf einmal überläuft. Nicht, dass auf einmal der Fluss überläuft, hat der Mensch niemals gemacht. Aber der Mensch hat seinen eigenen Wasserhahn, wenn er ihn nicht im Griff hat, gibt er ihm keine Ruhe und es herrscht in seinem Herzen Angst. Aber auf die Meere und auf die Flüsse ist der Mensch beruhigt und hat keine Angst. Warum? Das ist Allah, sein Name Al-Mu'min. Allah gibt das in der Fitra der Menschen ein. Der Mensch ist sicher. Der Mensch vertraut diesbezüglich auf Allah und deswegen ist er diesbezüglich nicht in Panik oder Angst. Wenn ihr zum Beispiel eine Sache nicht festgeschraubt habt an der Decke, an eurer Decke, würdet ihr niemals unter dieser Sache schlafen. Wenn ihr einen Kronleuchter zu Hause habt, würdet ihr niemals unter diesem Kronleuchter schlafen. Oder wenn euer Bücherschrank, vielleicht der Fuß, wenn ich richtig fest befestigt habt, würdet ihr niemals drunter schlafen, weil ihr Angst habt, das würde auf euch fallen. Aber niemals habt ihr Angst gehabt, dass die Himmel auf euch fällt. Niemals hat jemand von euch Angst gehabt, dass die Sonne auf einmal auf euch fällt, dass der Mond auf euch hält. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir halten die Himmel. Würden wir die Himmel nicht halten, würde es nichts und niemand möglich sein, diesen Himmel aufrechtzuerhalten. Aber der Mensch hat noch niemals diese Angst in seinem Herzen gespürt, oh, nicht, dass der Himmel jetzt auf uns fällt. Warum? Dies hat Allah in die Fitra des Menschen eingegeben. Wenn ihr zum Beispiel eure Schuhsohle abgenutzt ist, habt ihr Angst, dass ihr wegrutscht. Aber ihr habt noch niemals Angst bekommen, dass die Erde wegrutscht. Vielleicht ist der Boden gerade rutschig, ihr habt Angst, oder wenn ein Holz da ist, was so ein bisschen nicht fest ist, habt ihr Angst drüber zu gehen, aber ihr habt noch nie Angst, dass die Erde, auf der ihr geht, wegrutschen wird. Warum? Weil euer Herz hat Allah mit Al-Mu'min die Sicherheit in eurem Herzen gegeben und hat gesagt, diese Sachen sind safe. Das sind Dinge, die ihr alle schon wisst. Das Wichtigste hier ist nur ein Punkt, ich möchte darauf aufmerksam machen.
Das sind alles Gaben Allahs. Ihr wisst die Sachen, dass der Himmel nicht runterfällt, dass die Meere nicht überlaufen. Allah möchte aber, dass ihr diese als Gaben erkennt und euch bei Allah für diese Sachen bedankt. Dinge, die selbstverständlich sind, zu erkennen, dass diese eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala sind und euch bei Allah für diese Sachen zu bedanken. Das sind Dinge, die ihr alle schon kennt. Deswegen erkennt, seid aufmerksam, wenn ihr um die Welt geht und bedankt euch bei Allah für diese Gaben. Das war der erste Punkt. Die Sicherheit in der Dunya und Al-Mu'min. Der zweite Punkt ist Al-Mu'min, die Sicherheit bei den Verkündern, die Islam verkünden. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns oft im Koran und sagt, derjenige, der den islamischen Weg gehen wird, der muss sich eine Sache vor Augen halten. Dieser Weg bringt Feinde mit sich, weil es gibt Leute, die haben Allah zu seinem Feind genommen und wenn du diesen islamischen Weg gehen wirst, dann wirst du Feinde auf deinem Weg haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Wir haben zu dem Volk Samud, ihrem Bruder Salih, gesandt und er hat zu ihnen gesagt, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Er hat zu ihnen gesagt, dient Allah. Daraufhin wurden sie zwei Gruppen, die miteinander gestritten haben. Hier kommt das Wort Fajwatan vor. Sie wurden plötzlich, nachdem er den Aufruf zum Tawhid gemacht hat, wurden sie plötzlich und schlagartig in zwei Gruppen, die miteinander gestritten haben. Wenn ihr heute den islamischen Weg gehen würdet, wenn ihr sagt, ich möchte den Weg des Islam gehen, ich möchte den Islam verkünden, so wisst eins, ihr werdet ohne jeglichen Zweifel Feinde auf diesem Weg bekommen. Jemand, der sagt, ich kann das nicht, ich kann keine Feinde ertragen, der braucht diesen Weg des Tawhid nicht gehen. Als der Prophet zum Propheten genannt wird, geht er zu Waraqa ibn Nawfal und der Waraqa sagt zum Propheten a.s. لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطٌّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُدِيَ. Es gab vor dir keinen Mann, der mit dieser Botschaft kam und der nicht zu einem Feind genommen worden ist. Der Gesandte sagt, warum soll ich zum Feind genommen werden? Ich bin ein Amin, die Leute lieben mich, die Leute vertrauen mir. Und er sagt, nein, sie werden dich zu deinem Feind nehmen. Tatsächlich wurde der Prophet zum größten Feind genommen, weil er den Islam verkündet hat. Nicht, weil er ein schlechter Mensch war, nur weil er den Islam verkündet hat. Und wenn ein Mensch den Islam verkündet, dann ist das normal, dass der Mensch irgendwo auch Angst bekommt oder Ängste irgendwo in die Herzen der Menschen hineindringen. Bei Musa a.s., schaut mal, bei Musa a.s. war es auch so gewesen. Er hatte auch Ängste, weil die Kuffar, das sind ja keine Verhältnismäßigkeit. Wenn ihr jetzt den Krieg irgendwo in Syrien anguckt, der eine kommt mit Jets, der andere kämpft unten mit einer Pistole. Das sind keine Verhältnismäßigkeiten. Da kann in dem Herzen eines Menschen eine Angst kommen. Du verkündest den Tawhid, der Kafir hat Abhörsysteme, der guckt nach dir, der hat Kameras, der weiß alles, der hat Satelliten. Die Verhältnismäßigkeiten stimmen nicht. Deswegen ist das vielleicht bei einem Mu'min, der diesen Weg des Tawhid geht, könnte irgendwann in seinem Herzen Angst kommen. Guck mal, die sind mächtig, die haben Militär, die haben Polizei, die haben Gefängnis, die haben so vieles, wir haben gar nichts. Es könnte bei den Menschen, der den Tawhid verinnerlicht, diese Angst kommen. Die Angst ist menschlich. Aber Allah nimmt die Angst in dem Herzen weg mit seinem Namen Al-Mu'min. Guck mal, als Musa von Medien zurückkommt und er möchte zu Pharaon gehen und den Islam verkünden, da berichtet uns Allah im edlen Koran sogar darüber. Allah sagt, als Musa an einem Tal vorbeiging, das mit Barakat befüllt war, rief Allah zu Musa durch einen Baum und sagte, Ja Musa, inni ana Allahu Rabbul Alamin. O Musa, ich bin Allah, der Herr der Welten. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, wirf deinen Stock nieder. فَلَمَّا رَاحَ تَهْتَزُّ كَأَنَّهُمْ جَانٌ. Und als Musa seinen Stock niedergeworfen hat, hat auf einmal angefangen, sein Stock sich wie eine Schlange zu bewegen. Als Musa diesen Anblick sieht, wie sein Stock zu einer Schlange wird, وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Daraufhin wandte sich Musa ab und ist abgehauen. Der kam nicht mehr zurück. Musa, als er das gesehen hat, Angst bekommen. Er hat sich umgedreht und ist weggelaufen. Daraufhin sagt Allah zu Musa, Ja Musa, aqbil wala takhaf. O Musa, kehre zurück und fürchte dich nicht. Innaka minal aminin. Denn du gehörst zu denjenigen, die in Sicherheit sind. Und dann kommt Musa zurück und seine ganze Angst ist weg. Allah lässt Musa sein Herz in Sicherheit bringen. Als Musa bei den Zauberern ist, wo er danach mit den Zauberern kämpft von Pharaon, da sagen die Zauberer auch, jetzt kommen wir mit unseren Zauber und Musa, zeig du mal, was du drauf hast mit deinem Zauber. Das, was du kannst mit deinem Mujize, das können wir auch, haben sie gesagt. Und als wieder diese Zauberer kommen und ihre Tricks da zeigen wollen, natürlich sind wieder die Verhältnismäßigkeiten nicht richtig. Die kommen mit ganz vielen Leuten, mit ganz viel Material. Musa ist ganz alleine mit Harun, mit seinem Stock in der Hand. Nichts anderes. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala,
Musa sagt, werft ihr euren Stock, macht ihr eure Tricks und dann werden wir sehen. Sie machen ihre Tricks, sie machen richtig interessante Tricks mit Physik und Chemie, da bewegt sich was, irgendwas passiert da. Sehr interessant. Daraufhin sagt Allah, وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِفْيَةً Musa. Dann ängste sich insgeheim Musa. Musa hat dann in seinem Herzen Angst bekommen. Was passiert jetzt? Werde ich vielleicht das nicht schaffen? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَى. Wir sagen, fürchte dich nicht, O Musa. Gewiss, du gewinnst die Oberhand. Allah nimmt denjenigen, der auf diesen Weg geht, der Weg des Tawhid geht, und stelle er sich sogar vor dem größten Tawarid, wird Allah die Angst in seinem Herzen, die entstehen wird, die wird entstehen, aber wenn du auf Allah vertraust und Allah darum bittest in deinem Herzen, wird Allah dir diese Angst sofort entziehen und eine Sicherheit in deinem Herzen machen, dass du die Oberhand kriegen wirst. Guck mal, Ibrahim a.s. ist ein Junge, der ist 16, 17, 18 Jahre, der stellt sich gegen seinen Vater und den größten Tawarid. Und er sagt zu ihnen, sie wollen mit Ibrahim diskutieren. Ibrahim sagt zu ihnen, Atuhajuni fillahi wa qad hadani, wollt ihr mit mir diskutieren, wo Allah mich doch recht geleitet hat? Und er sagt, ich werde niemals das fürchten, was ihr statt Allah anbetet, außer Allah möchte es. Und Allah sein Wissen umfasst alles. Daraufhin sagt Ibrahim, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانٍ. Wie sollte ich fürchten, was ihr ihm beigesellt, wo ihr euch doch nicht fürchtet, Allah etwas beizugesellen, wo er euch doch keine Ermächtigung, kein Delil offenbart hat? فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. Welche Gruppe gebührt die Sicherheit? Welche Gruppe hat mehr Recht auf Sicherheit? In kuntum ta'lamun, wenn ihr doch nur wisst. Ibrahim sagt, warum soll ich das sagen, was hast du gemacht? Du hast die Götter kaputt gemacht. Er sagt, warum soll ich fürchten eure Götter, die ihr statt Allahs anbetet? Ihr fürchtet doch nicht Allah, weil ihr ihm etwas beigesellt. Welche Gruppe hat wohl mehr Recht auf Sicherheit? Ihr, die Allah etwas beigesellt? Oder ich, der nur Allah anbetet? Nee. Die Angst haben müssen, müsst ihr sein, ihr Mushrikun. Warum sollte ich denn Angst haben? Ich gehöre zu der Gruppe, die in Sicherheit ist und nicht ihr. Und Allah nimmt von Ibrahim die Angst aus seinem Herzen und er stellt sich vor den größten Tarut mit so einer Sache und diskutiert mit ihm ohne jegliche Angst in seinem Herzen. Selbst als sie Ibrahim in das Feuer werfen, guck mal, wenn ein Mensch in Richtung Feuer geht, entsteht in seinem Herzen eine Angst. Bei Ibrahim seht ihr nicht 1 Millimeter Angst. Er geht und springt in das Feuer rein. Und Allah befiehlt dem Feuer, Salamet zu werden und das Feuer wird erloschen, das wird zur Wiese oder was weiß ich was. Aber Allah, als Ibrahim in das Feuer springt, nimmt Allah diese Angst von Ibrahim sein Herz, weil Ibrahim vertraut auf Allah und sagt, Allah wird mich von den Sicheren machen, Allah wird mich bewahren. Und er springt da rein und Allah macht das Unmögliche möglich, lässt Feuer einfach erlischen. Angst ist deswegen eine Sache, die menschlich ist. Aber ihr müsst aufpassen, wenn Angst anfängt in eurem Herzen zu gelangen, fängt ihr an Dinge zu machen, die ihr eigentlich niemals machen würdet, fängt ihr an Grenzen zu überschreiten. Angst darf niemals in euren Herzen gelangen. Angst ist menschlich, aber versucht diese Angst zu kontrollieren. Es gibt 2 Wege, um seine Angst zu kontrollieren. Das eine ist, indem man Allah seine Hoheit, Allah seine Macht gedenkt, indem du einzig und allein Allah fürchtest, weil niemand ist brutaler als Allah, niemand bestraft strenger als Allah, niemand ist mächtiger als Allah, niemand ist härter im Bestrafen und Vernichten als Allah. Und wenn du diese Angst gegenüber Allah in deinem Herzen hast, werden die anderen Sachen, die Androhung von den anderen Sachen dir so klein vorkommen, dass die keinen Platz in deinem Herzen haben. Der zweite Punkt, wie man seine Angst kontrollieren kann, ist, indem man Allah mit dem Namen Al-Mu'min Tawassul betet, Tawassul macht mit dem Namen Al-Mu'min von Allah und bittet Allah darum, die Angst in dem Herzen wegzunehmen und diese in Sicherheit umzuwandeln. Das war die Sicherheit für die Verkünder. Der dritte Punkt, wo Allah sein Name Al-Mu'min sich widerspiegelt, ist Allah sein Name Al-Mu'min und die Angst, die Sicherheit im Jenseits. Guck mal, die Angst, die im Jenseits herrschen wird, ist so eine schlimme Angst, die könnt ihr mit nichts anderem vergleichen. Es wird eine schreckliche Sache sein, weil Allah wird mit seinen Jalal-Namen im Mahshar-Gün reflektieren. Hier findet ihr gerade Allah seine Jamal-Namen, seine schönen Namen, deswegen ist alles schön. Aber in Mahshar, in das Akhirat, bevor wir ins Paradies kommen, inshallah, und das Jahannam sind Allah seine Jalal-Namen, seine heftigen Namen, seine brutalen Namen sind Allah, seine Namen sind dort zu widerspiegeln. Deswegen ist das Jenseits ein sehr krasser Ort. Allah sagt im edlen Koran, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Und denke an diesen Tag, an dem ins Horn geblasen wird und alle diejenigen sich vor Schreck, vor Angst niederfallen, vor so eine schlimme Angst fallen sie weg.
alles, was im Himmel und auf Erden ist, außer wer Allah es möchte. Ausgenommen sind manche, wo es Allah will. Und alle kommen in Demut zu ihm zurück. In einem anderen Vers sagt Allah: وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Und wenn das Sur gestoßen wird, wird alles, was im Himmel sind und alle, die auf den Erden sind, vor Angst niederstürzen. Vor Angst brutal niederstürzen. Dann wird nochmal ein Sur geblasen werden. Dann wird alle Menschen auferweckt werden. Allah sagt aber hier, wenn alle Menschen vor Angst niederstürzen, sind manche ausgenommen wieder davon. Das sagt Allah in der Sure 39, Vers 68. Manche Leute sind wieder davon ausgenommen. In dieser schlimmen Situation, wo alle vor Schreck, was Himmel und Erde, alle fallen nieder vor Angst, aber Allah nimmt manche Leute in Sicherheit. Dieser Ausbruch wird so eine harte Sache sein, dass sogar Kinder altern werden. Ein Kind, was klein ist, wird auf einmal alt werden. Ihr kennt dieses Phänomen, ein Kind wird auf einmal alt für euch. Ist nur ein Baby, aber es wird alt. Allah sagt im Koran: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Wie wollt ihr euch, wenn ihr ungläubig gewesen wart, wohl vor einem Tag schützen, an dem Kinder zu Greisen werden, an dem Kinder alt werden? السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Die Himmel werden sich spalten. Dies ist eine Androhung, die ohne Zweifel wahr werden lässt. Kinder, die klein sind, werden auf einmal alt werden. Vor diesem Schreck, vor dieser Angst der Sache. Es wird ein Beben kommen. Es wird ein Beben geben, aber nicht wie ein Beben in dieser Dunya. In dieser Dunya, wenn es ein Erdbeben gibt, dann rennt die Frau zu diesem Erdbeben zum Schütter und versucht sein Kind rauszuholen. Allah sagt: Ja ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, das Beben der Stunde ist wahrlich etwas Heftiges. Es ist was Brutales, sagt Allah. Ihr könnt das nicht vergleichen. Was sagt Allah? In dieser Dunya, wenn es ein Erdbeben geht, versucht ihr euer Kind zu retten. Aber im Jenseits wird so ein Beben geben, ihr werdet eure Kinder vergessen. Die Schwangere wird ihr Kind verlieren und ihr werdet euer Säugling da liegen lassen und weglaufen. Allah sagt: يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَدْعُ كُلَّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. An dem Tag, da ihr es sehen werdet, wird jede Stillende ihren Säugling vergessen und jede Schwangere ihre Brut abwerfen und du wirst die Menschen wie besoffen, wie trunken sehen, aber sie sind nicht besoffen. Aber die Strafe Allahs ist brutal und gewaltig. Dies ist, bevor man die Hölle gesehen hat. Hier geht es gerade, die Muslime sind damit sogar betroffen. Also dies ist vor der Hölle. Jetzt überleg mal, was ist wohl die Hölle? Was ist wohl die Hölle? Der Prophet, das wird in dem Musnad von Ahmad ibn Hanbal überliefert, fragt eines Tages Jibril: O Jibril, warum habe ich niemals Mikael lachen sehen? Mikael ist der Wächter der Hölle. Daraufhin sagt Jibril: O Muhammad, seitdem Allah die Hölle erschaffen hat, hat Mikael nie wieder gelacht. Der Wächter der Hölle, nachdem Allah die Hölle erschaffen hat, hat er das gesehen. Er hat nie wieder gelacht, ihm ist das Lachen vergangen. Nie wieder hat er gelacht. Was glaubt ihr, wie die Hölle sein wird? Wenn der Tag des Gerichts, bis dahin der Weg sogar heftig sein wird, was glaubt ihr wohl, wie die Hölle sein wird, wenn der Engel niemals wieder lachen wird? Bei diesen Ängsten aber gibt immer wieder Allah an, dass einige Leute davon ausgenommen sind. Allah sagt immer wieder, ausgenommen sind manche seiner Diener. Manche Leute sind immer wieder vor dieser Angst ausgenommen. Diese Angst nimmt er ihm weg. Allah sagt: Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbuhu jahannam antum laha waridun. Wahrlich ihr und das, was ihr statt Allah anbetet, seid Brennstoff des Hölle. Dahin werdet ihr alle kommen müssen. Walau kana haula'i alihatan waraduha wa kullun fiha khalidun. Wären diese Götter, die ihr angebetet habt, richtige Götter gewesen, wäret ihr nicht dahin gekommen. Doch sie waren es nicht. Deswegen müsst ihr alle auf ewig da reingehen jetzt. Das waren alles keine Götter gewesen. Wären das Götter, ja, dann werdet ihr jetzt nicht in der Hölle. Sie waren aber keine Götter. Wir haben euch das gesagt. Ihr habt es nicht verstanden. Ihr werdet jetzt für ewig da reingehen müssen. Dann sagt Allah weiter: Sie werden darin seufzen und selbst darin nichts hören. Gewiss diejenigen aber, die von uns das Versprechen bekommen haben, die beste Behandlung vorausgegangen ist, sie werden von dieser Sache ferngehalten werden. Sie hören nicht mal das leiseste Geräusch der Hölle und sie werden in dem, was ihre Seelen begehrt haben, ewig bleiben. Dann sagt Allah: La yahzunuhum al-faz'u al-akbaru wa tatalaqahum al-malaikatu hadha yawmukum allazi kuntum tu'adun. Die große Angst macht sie aber nicht traurig.
Und die Engel empfangen sie und sagen, das ist euer Tag, der euch versprochen worden ist. Ausgenommen sind von der Hölle wieder Menschen, die Allah besonders raustickt und sagt, diese sind rausgenommen von der Hölle. Allah sagt im Koran, Innal Muttaqina fi maqamin amin. Bevor der Mensch ins Paradies kommt, sagt Allah, sind die Gottesfürchtigen auf ein Maqam al-Amin, Amin, wieder auf eine Position der Sicherheit. Fi Jannatin wa Uyun, in Paradies und an Quellen werden sie sein. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Sie werden in Seide und Seide und schön gekleidet sein. Kazalika wa zawajnahum bi Hurin 'Ain. Sie werden mit Hur al-'Ain vermählt sein. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. Und ganz gewiss werden sie von Früchten essen und sie werden dort in Sicherheit sein, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, la yazuquna fiha al-mautu illa mautat al-ula wa waqahum azabul jahim fadlan min rabbika zalika huwa al-fawzul azim. Und sie werden nicht wieder sterben außer dem ersten Tod und sie werden vor der Hölle bewahrt sein. Das sind diejenigen, die Gottesfürchtigen sind. Im Jenseits werden diejenigen, die gottesfürchtig sind, von der Sicherheit auf dem sicheren Posten sein, weil diejenigen, die diesen Mahshar, die Hölle sehen, ist genauso wie die Hölle zu spüren. Diese Angst zu erleiden ist genauso schlimm, aber Allah wird die Gottesfürchtigen, die wirklich Allah fürchten ins Geheime, wird Allah immer wieder auf den ganzen Weg bis ins Paradies in Sicherheit bringen und ihre Herzen in Sicherheit bringen. Das war Al-Mu'min und der Jenseits. Der vierte Punkt ist, Al-Mu'min bestätigt diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Mu'min. Wir haben ja gesagt, die Salaf haben einige gesagt, Al-Mu'min bedeutet, er ist derjenige, der das Wahre bestätigt oder seine Diener, die den Tawhid verinnerlicht haben, bestätigt. Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt seine Diener, die auf den Tawhid sind. Wie macht Allah subhanahu wa ta'ala das? Manchmal tut Allah subhanahu wa ta'ala das mit einem Vers. Ihr liest einen Vers und sagt, Allahu Akbar, das trifft 1:1 zu. Manchmal aber fängt ihr an, eine Sache zu erklären und ihr denkt euch, ey, das könnte ich niemals eigentlich so erklären. Oder ihr denkt, das könnte er doch niemals mit seinem Wissensstand erklären. Aber der hat das so gut erklärt gerade, seine Zunge hat sich so geöffnet, dann hat Allah euch bestätigt in eurer Sache. Manchmal bestätigt Allah seine Diener mit einer Schläfrigkeit, mit einer Sakina, mit einer inneren Ruhe. Es passiert was richtig Schlimmes, aber ihr seid richtig gelassen in dem Moment. Ihr seid völlig ruhig und sagt, alles gut, ihr seid völlig gelassen. Dann bestätigt Allah eure Angelegenheit mit einer Ruhe und Schläfrigkeit. Allah sagt im Koran dazu auch, und erinnert daran, als er die Schläfrigkeit über euch kommen ließ, als Zeichen der Sicherheit von ihm und das Wasser über euch vom Himmel fallen ließ, um euch damit zu reinigen, von euch die Einflüsterung des Satans wegzunehmen, eure Herzen zu stärken und im Kampf standhaft zu machen. In Uhud war das auch so gewesen. Die Muslime sind Uhud, es passiert Krieg, Krieg, Krieg. Die Muslime fangen an, da ganz ruhig zu schlafen. Es kommt eine Sakina, eine Ruhe auf sie. Diese Sakina ist eine Bestätigung aus Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies kann bei euch auch in der Dunya jetzt auch noch vorkommen. Also nicht nur bei den Sahabas, auch bei euch. Manchmal bekommt ihr diese Ruhe, das haben die Mujahideen in Afghanistan mal gesagt. Es wurde geschossen, wir haben ganz ruhig geschlafen. Es ist eine Sakina, die von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Manchmal bestätigt Allah die Gläubigen, die Muwahhidun, mit seinen Armeen. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Und alles, was im Himmel und auf Erden ist, sind die Armeen Allahs. Allah unterstützt euch manchmal mit seinen Armeen. Allah sagt im Koran, so schicken wir Überschwemmung, Heuschrecken, Läuse, Frösche und Blut als deutliche Verse. Wir wissen, Ababil, als das Ashab fiel, die Leute des Viel kommen und die Kaaba zu zerstören, schickt Allah die Ababil-Vögel und diese Vögel töten diese ganzen Elefanten. Sie gehen alle kaputt. Das gab es immer wieder. Allah, seine Armee sind die Meere. Als Musa durch das Meer geht, und er drüben ist, kommt Pharaon und Allah lässt das Meer auf Pharaon kommen. Als Ibrahim in das Feuer springt, lässt Allah das Feuer erlischen. Alles sind die Armeen Allahs. Alles sind die Armeen Allahs. Deswegen kann euch Allah manchmal mit seinen Armeen auf der Dunya, den Gläubigen, unterstützen. Oder zum Beispiel in Badr, Allah schickt Engel, die auch mit euch kämpfen. Ihr seht die nicht, aber die Feinde sehen diese. Die Feinde sehen, ihr seid so viele, aber ihr seid gar nicht so viele. Aber in den Augen der Kuffar sieht das so aus, weil Allah unterstützt euch mit Engeln, die ihr nicht seht, aber die Kuffar sehen. Deswegen unterstützt Allah ohne jeglichen Zweifel diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben. Was passiert aber, wenn Allah einen Menschen, der den Iman verinnerlicht hat, nicht hilft, nicht unterstützt? Dann sollte er eigentlich zwei Sachen tun. Er sollte zwei Sachen beachten und kontrollieren. Das erste ist, ob er nicht die falsche Dawa hat
ob er nicht ein falsches Islamverständnis hat, denn Allah sagt im Edlen Koran, Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhi dalala. Eine Gruppe haben wir recht geleitet und eine Gruppe haben wir mit Recht in die Irre gehen lassen. Innahum uttakhazu shaytanu awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ganz gewiss haben sie statt Allah die Satane zu ihrem Wali genommen und sie glauben, sie wären recht geleitet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das war das, was wir vorhin besprochen haben. Es gibt Gruppen, Allah sagt, er hat sie in die Irre geführt, mit Recht. Er sagt, er hat eine recht geleitet und einer hat dann mit Recht in die Irre geführt. Sie waren undankbar, sie haben arrogant, sie haben überheblich, sie hatten nicht Angst, dass sie nochmal in die Irre geführt werden. Sie hatten keine Angst vor den Fallen Allahs, sie hatten keine Angst vor Fitne. Sie waren ganz komisch. Allah hat sie mit Recht in die Irre geführt. Und Allah sagt, sie glauben immer noch, sie wären auf dem rechten Weg, wobei sie die Shaitan zu ihrem Wali genommen haben, zu ihren Freunden genommen haben. Sie sind eigentlich genau wie der Shaitan. Sie machen das, was der Shaitan die ganze Zeit macht. Aber sie glauben, sie werden immer noch recht geleitet. Oder Allah sagt in Surah Kahf, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, soll ich euch mitteilen, welche die erfolglosesten sind beim Handeln? Allazina dalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Es sind diejenigen, deren Bestreben im diesseitigen Leben verfehlt war, während sie dachten, sie bewerkstelligen doch Gutes. Diejenigen sind im größten Verlust, die denken, sie machen Gutes, wobei sie die ganze Zeit auf dem falschen Weg sind. Sie tun Gutes, aber ihre ganzen Sachen werden zunichte gehen. Aber sie glauben von sich, sind überzeugt, auf den rechten Weg zu sein. Deswegen muss man auf jeden Fall überprüfen, ob man nicht ein falsches Verständnis vom Islam hat. Und das Zweite ist, wenn man keine Hilfe von Allah kriegt, ob man nicht eine falsche Erwartung über Allah hat, ob man nicht ein falsches Bild über Allah hat. Darüber haben wir im vorletzten Unterricht sehr ausführlich gesprochen, das Husnul Zan gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wie denkst du über Allah? Was erwartest du von Allah? Wenn du keine Hoffnung von Allah hast, dann brauchst du auch nicht erwarten, dass Allah dir hilft. Aber jemand, der überzeugt auf Allah vertraut, dem wird Allah auch helfen, ohne Zweifel. Das ist euer Zan gegenüber Allah, das müsst ihr überprüfen auf jeden Fall, ob ihr nicht das richtige Aqida, die falsche Verständnis vom Islam habt, oder ob ihr eine falsche Erwartung von Allah, ein falsches Bild von Allah habt. Der 5. Punkt, wo Allah seinen Name Al-Mu'min reflektiert, ist der Tawhid. Wenn jemand uns fragt, woher wisst ihr, dass Allah der einzige Gott ist, der wahre Gott ist, dann sagen wir, wir haben einen Zeugen. Wir haben den größten Zeugen. Es gibt keinen größeren Zeugen. Wen habt ihr als Zeugen? Wir sagen, Allah sagt im Koran, Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Bezeugt hat Allah, dass es keinen Gott außer ihm selbst gibt. Wir sagen, ihr wollt wissen, von wem wir das haben? Alhamdulillah, das beruhigt uns auch irgendwo. Sonst hättet ihr euch irgendwo fragen können, ist Allah der Einzige? Was, wenn es jemand anders gibt? Allah sagt hier nein, keine Sorge. Ich bezeuge, dass es keinen einzigen Gott gibt, außer mir selbst. Das ist der Knackpunkt. Das ist die Bestätigung des Tawhid. Allahu Akbar. Das ist der Stempel. Es gibt keinen Gott außer mir selbst, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bestätigung, dass es niemals einen weiteren Gott gibt außer Allah. Derjenige, der den Tawhid verinnerlicht, der wird in Sicherheit sein. Ihr habt bestimmt vielleicht von den Vorzüglichkeiten des Tawhid gehört. Wer das im Tawhid-Kurs auf dem Furqan, könnt ihr euch gerne anhören. Die Vorzüglichkeit des Tawhid. Und eins davon ist, dass jemand, der den Tawhid verinnerlicht, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits in Sicherheit sein wird. Allah sagt im Edlen Koran, Allazina amanu wa lam yalbisuna imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben und ihren Iman nicht mit Zulm vermischen, übertreiben, diese fühlen sich sicher, diese sind sicher und sind rechtgeleitet. Allah sagt hier, der Iman alleine reicht nicht aus. Ihr werdet nicht alleine mit eurem Iman ins Paradies kommen. Ihr müsst einen Iman ohne Schirk haben. Das ist die Voraussetzung. Ein Iman, ohne dass ihr Schirk macht. Allah sagt hier, Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmihim, die ihren Iman nicht mit Zulm beschmutzen. Zulm ist was? Schirk. Luqman sagt, in Surah Luqman heißt es, Inna shirka la zulmun azim, das größte Zulm ist Schirk. Derjenige, der sein Iman nicht mit Zulm, mit Schirk vermischt, dieser Mensch ist in Sicherheit und er braucht gar keine Angst zu haben. Allah sagt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Und wir entsandten vor dir keinen Gesandten, außer dass er mit dem Wahi gemacht worden ist. Es gibt keinen Gott außer Allah und dient einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah sagt, wir haben
zu keinem Propheten diese Botschaft gesandt. Jeder Prophet kam mit der folgenden Botschaft. Glaubt an Allah, dient einzig an Allah, glaubt an Allah und stellt ihm keinen Gott dabei und dient einzig an Allah subhanahu wa ta'ala. Ich möchte nicht die Verse hier aufziehen, das sind viele. Wenn ihr die Tawhid-Verse eingibt, dann kommen die, wo Allah sagt, Huwal Hayyu la ilaha illahu fa'budu mukhlisin. Er ist Allah, der Lebendige. Es gibt keinen Gott außer ihm. So richtet eure Bittgebete, eure aufrichtigen Glauben nur an ihm. Und ihr seid aufrichtig im Glauben. Weiter sagt Allah, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budullaha mukhlisin lahu din. Allah hat das Buch mit Haqq, mit Weisheit hinabgesandt. So dient einzig und allein ihn mit Ikhlas. Mit Ikhlas dient einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Eines Tages kommt Muaz ibn Jabal zum Propheten und der Gesandte Allah sagt zu Muaz ibn Jabal, Ja Muaz, O Muaz, Hal tadri ma haqqullahi ala ibadi? Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist? Allah hat ein Recht auf uns, was wir gegenüber Allah erfüllen müssen. Und der Prophet fragt Muaz, weißt du, was das ist? Er sagt, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Der Gesandte sagt, Haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Das Haqq von Allah gegenüber den Menschen ist, dass der Mensch einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und ihm gegenüber kein Schirk begeht. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, Ja Muaz, O Muaz, Hal tadri ma haqqul ibadi ala Allahi iza fa'aluhu? Und weißt du, was das Recht des Menschen gegenüber Allah ist, wenn er das macht? Wenn der Mensch das macht, was Allah von ihm erwartet, dann hat der Mensch auch eine Erwartung. Dann hat der Mensch ein Recht auf Allah. Also du kannst im Jenseits sagen, oh Allah, das ist mein Recht. Du hast mir das zugeschrieben. Ich habe ein Anrecht drauf. Und Muaz sagt, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, a.s.w. Haqqul ibadi ala Allahi an la yu'azzibahum. Das Haqq vom Menschen gegenüber Allah ist, wenn er das verinnerlicht, Allah anbetet, ohne ihn Schirk beizugesellen, ist, dass Allah seinen Diener nicht bestrafen tut. Wallahi, wenn ihr Allah wahrhaftig anbetet und dabei kein Schirk, kein Zulm in eurem Iman vermischt, so wird euch Allah nicht bestrafen. Das sind nicht meine Worte, das sind Allahs Worte. Hier, ihr könnt euch sicher sein. Allah gibt euch hier ein Emen, ein Al-Mu'min, er gibt euch die Sicherheit und sagt, wenn ihr den Tawhid verinnerlicht, wird Allah euch nicht bestrafen. Aber wenn ihr Schirk machen solltet, wird Allah euch niemals vergeben. Weil Allah sagte mir in dem Koran, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah vergibt niemals Schirk, dass sie Allah etwas gleichstellt. Alles, was da drunter ist, kann Allah vergeben, wem er es möchte. Allah sagte mir in dem Koran, das Paradies wird jemandem, der Schirk begeht, verwehrt werden. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi Jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Derjenige, der gegenüber Allah Schirk begehen sollte, dem wird das Paradies verwehrt. Dem ist das Paradies haram. Der kommt nicht einmal ins Paradies rein und sein Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Und für die Unterdrücker wird es, für die Salim, die Schirk begangen haben, wird es keine Helfer geben im Jenseits. Wir haben gesagt, von was für Ängste im Jenseits sein werden, wird es keinen Helfer für ihn geben. Der Gesandte Allah sagt in einem Hadith, es gibt 70.000 Leute, sallallahu alaihi wasallam, die ohne Hasab, ohne eine Befragung ins Paradies kommen. Und das sind, ich fasse zusammen, das sind diejenigen, die Tawhid verinnerlicht haben. Das sind diejenigen, die wirklich einzig und allein von Allah verlangt haben. Einzig und allein Allah gefürchtet haben. Einzig und allein Allah geliebt haben. Einzig und allein von Allah gehofft haben und ihre Hoffnung niemals von Allah aufgegeben haben. Das sind Menschen, die ohne Hasab ins Paradies kommen. Guck mal, wer aber Schirk begehen sollte, der sollte eins wissen. Schirk ist eine schlimme Sache. Schirk wird euch in dieser Dunya kaputt machen. Nicht nur im Jenseits, auch in der Dunya. Ihr werdet hin und her gerissen sein. Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Ihr habt Angst, dass die Freunde ein Auge auf euch werfen. Ihr habt Angst, dass die Leute nur mit euch befreundet sind, vielleicht wegen eurem Besitz. Ihr könnt niemandem vertrauen. Ihr denkt, jeder will das Schlechte für euch. Ihr wisst nicht, soll ich Karriere machen. Ihr fürchtet einerseits Allah, aber einerseits fürchtet euren Arbeitgeber oder das, was ihr Schirk macht. Ihr seid dauerhaft hin und her gerissen. Ihr habt einmal eure Kultur, einmal eure Familie, einmal den Glauben, aber dann gibt es wiederum das. Das ist ein Mensch, der Schirk begeht. Der ist dauerhaft hin und her gerissen. Der lebt in Angst, in Panik, in Schizophrenie, der lebt in Paranoia. Ihm geht es nicht gut, der ist psychisch kaputt, der ist in Depression. Das sind Menschen, die Schirk begehen.
Ein Mensch, der den Tawhid verinnerlicht, der ist nicht so. Allah sagt im Koran, ذَلِكَ وَمَا يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Somit wird es für denjenigen, der die Gebote Allahs ausführt, von seinem Herrn nur Gutes geben. هُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ الْمُشْرِكِينَ بِهِ. Seid Hanif für Allah, ohne Schirk zu betreiben. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Aber wer Schirk gegenüber Allah begeht, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ. Aber jemand, der gegenüber Allah Schirk begeht, jetzt kommt Allah und beschreibt jemanden, wie die Situation von einem ist, der Schirk begeht. Allah sagt, er ist wie jemand, der vom Himmel hinabfällt, die Vögel ihn zerreißen oder der Wind ihn an einen sehr tiefen und verlassenen Ort hinweht. Das ist das. So fühlt sich ein Muschrik. Er fühlt sich hin und her gerissen. Er weiß nicht, wohin er gehört. Er weiß nicht, was er machen soll. Einerseits hat er hier Schulden, muss er für seine Kinder noch ein Haus kaufen, er muss an diese Kinder denken, an das denken. Er hat 1000 Probleme, der weiß nicht, was er machen soll. Er ist hin und her gerissen. Ein Mensch, der fällt, der ist niemals in Sicherheit, der lebt immer in Angst. Habt ihr manchmal geträumt, vielleicht seid ihr kurz eingeschlafen vom Sofa und ihr habt geträumt, wie ihr runterfällt von irgendwo, dann schreckt ihr auf einmal auf. Das ist, weil ihr Angst. Wenn man von irgendwo runterfällt, ist man die ganze Zeit in Angst, weil man hat keinen festen Boden unter sich. Allah beschreibt den Muschrik so, er fällt. Er hat niemals einen festen Boden. Er hat nichts, was er vertrauen kann, worauf er sich stützen kann. Er ist dauerhaft in Angst, er ist dauerhaft hin und her gerissen und er wird irgendwann an einem sehr tiefen und verlassenen Ort hingeweht werden. Das ist jemand, der gegenüber Allah Schirk begeht. Das ist Al-Mu'min und der Tawhid. Aber wenn ihr den Tawhid verinnerlichen solltet, sagt der Gesandte Allahs, wird Allah euch vom Höllenfeuer bewahren. Ihr werdet in Sicherheit sein in der Dunya und Allah wird euch unterstützen mit seinen Armeen oder mit anderen Dingen. Wird er euch bestätigen, die Leute des Tawhid. Ich komme zu einem anderen Punkt. Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir gesagt, ist die Quelle der Sicherheit, haben wir gesagt. Das haben wir jetzt daraus verstanden. Von Allah kommt die Sicherheit. Und wir haben gesagt, Allah ist derjenige, er ist die Quelle des Iman und derjenige, der das Iman in den Herzen setzt. Das bedeutet, niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Ermächtigung, die Grenzen Allahs festzulegen. Allah ist der Besitzer des Din und des Iman. Deswegen kann nur Allah subhanahu wa ta'ala für uns die Grenzen des Islam festlegen. Allah kann sagen, was Schirk ist, dann ist das Schirk. Auch wenn das 1 Million an Menschen anders machen, auch wenn das 10 Milliarden Menschen, 7 Milliarden Menschen anders machen sollten, bleibt Schirk ist Schirk. Haram bleibt Haram. Allah setzt die Religion fest. Allah setzt die Aqidah, die Manhaj, das I'tiqad fest. Dieses Recht hat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet selbst. Es gibt der Koran und Sunna. Die sind die zwei Quellen von uns. Wir sagen, selbst die Sunna basiert auf Koran. Weil Allah sagt mir in der Koran, der Prophet redet nicht aus seinen Gelüsten. Alles, was der Prophet sagt, ist sowieso von Allah hinabgesandt. Allah ist Al-Quddus. Allah ist die einzige Quelle, die den Islam festlegen kann. Der Prophet könnte selbst niemals kommen und irgendeine Sache der Religion festlegen, ohne Allah seine Erlaubnis. Allah ist derjenige, der seinen Islam bestimmt. Und wenn eine Sache Islam ist, braucht es für die Sache ein Delil, ein Nas, ein Beweis aus dem Koran oder aus der Sunna. Es ist Fakt, du brauchst ein Delil aus dem Koran oder aus der Sunna, wenn du sagen willst, das ist Islam, das ist Aqidah. Heutzutage ist das leider verloren gegangen. In der Zeit der Sahaba, der Asr al-Sadat, war das noch stark vertreten, aber mit der Zeit ist die Zeit vergangen. Und die Leute haben angefangen, Sachen dem Islam zuzuschreiben, ohne ein Delil. Sie haben gesagt, das ist auch der Islam. Buddha Islam, haben angefangen, Kultur mit Islam zu vermischen. Dinge mit Islam zu vermischen, die gar nichts mit Islam zu tun hatten. Haben Dinge eingeführt in den Glauben, das war nicht richtig gewesen. Heutzutage gibt es zum Beispiel Menschen, sie haben in den Islam, zum Beispiel in den Tasawwuf Dinge eingeführt, die dem Islam niemals zugehört haben. Heutzutage gibt es Menschen, die in der Asma'i wa Sifat so übertreiben, dass die Salaf niemals so geredet hat. Die Sahaba haben nie so gedacht, nie so geredet. Aber sie sagen heute Dinge, die Sahaba nicht gemacht haben. Heutzutage kommen die Menschen und sagen, das ist Glaube. Der Typ kommt und sagt zum Beispiel, geh wählen. Demokratie wählen ist das gut. Wo holst du den Delil her? Wo hast du diesen Delil? Wo hast du diesen Delil, dass du das sagst? Demokratie, Schirk, das Kufr. Wir bringen Delil, wir bringen Aqidah, wir sagen Koran, wir sagen Allah, wir sagen der Gesandte, die Gelehrten bestätigen. Was sagst du da? Warum sagst du das? Wo ist dein Delil? Die Leute kommen heute und fangen an, die Glauben einfach Grenzen wegzustreichen. Das ist nicht Schirk. Und sollten 7 Milliarden Menschen kommen und sagen, demokratische Wahlen sind erlaubt, ist es trotzdem Schirk. Sollten 7 Milliarden Menschen kommen und sagen, Faiz, Zinsen nehmen, ist erlaubt, weil wir in einer schweren Zeit sind, ist Zinsen nehmen haram.
Sollten 7 Milliarden Menschen kommen und die Grenzen Allahs überschreiten, bleiben die Grenzen Allahs die Grenzen Allahs. Niemand kann die Grenzen Allahs verschieben. Merkt euch das. Niemand. Niemand hat das Anrecht, die Grenzen Allahs subhanahu wa ta'ala zu verschieben. Außer Allah kann sein Dien bestimmen. Derjenige, der die Grenzen Allahs verschieben will, ist ein Muschrik und ein Murtad. Der ist aus dem Glauben ausgetreten. Der ist sowieso kein Muslim. Lasst euch ja nicht täuschen. Die Religion setzt einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala fest. Derjenige, der euch etwas als Religion verkauft, fragt nach dem Nas, fragt nach dem Delil aus dem Koran und aus der Sunna und was der Ijma der Gelehrten darüber ist. Fragt nach dem Delil. Ansonsten lasst euch nichts als Dien verkaufen. Vor allem in der heutigen Zeit, wo es die ganzen Scharlatane und die Munafiqun und die Bal'am gibt. Glaubt ihr, der Iman, der in eurem Herzen ist, kommt durch Information, kommt, weil ihr viel gelesen habt, kommt, weil ihr was weiß ich was gemacht habt? Nein, Iman kommt einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala. Wäre der Iman durch Dawa, durch Dershören gekommen, so wären die Professoren, die Bal'am eigentlich die besten Gelehrten gewesen. Wir wissen aber, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gelehrten der Juden als Esel bezeichnet, den Bal'am als Hund bezeichnet. Das bezeichnet Allah mit dem Koran, diese Leute. Sie sind wie Hunde, sie sind wie Esel, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Sie haben gelernt, sie haben Wissen, aber sie haben angefangen mit den Grenzen Allahs zu spielen. Und Allah hat sie in die Irre geführt. Sie sind nicht recht geleitet. Derjenige, der euch den Iman in eurem Herzen gibt, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn der Iman in eurem Herzen ist, so sagt Alhamdulillah, dass Allah mit seinem Namen Al-Mu'min sich uns widerspiegelt hat und den Iman in unserem Herzen geführt hat. Heutzutage kommen die Bal'am-Gelehrten kommen und sagen zum Beispiel, man darf das machen, man darf dies machen, man darf das machen, aber ohne einen jeglichen Delil. Ich sage euch das Nasiha, lasst euch nicht täuschen von diesem Bal'am, lasst euch nicht täuschen von den Verrätern der Umma, die Religion verkauft haben, die den Leuten sagen, der seinen 3000 Euro Marsch kriegt, der in der schönen Moschee ist, der sein schön im Fernsehen reden kann, frei reden kann, der keine Repression erleidet, ja, der in einem schönen Haus lebt. Lasst euch von diesen Leuten nichts sagen. Und sollten die Leute kommen und sagen, ihr müsst wählen, demokratische Wahlen ist nicht Kufr, dann wären doch 1 Milliarde Menschen in Kufr verfallen. Wie kann das denn sein? Dann gibt es ja keinen Muslim, bist du der einzige Muslim. Ja, dann ist das so. Und sollten es 7 Milliarden Menschen machen. Wallahi billahi, uqsim billah, sollten 7 Milliarden Menschen vor mir Schirk machen, so sind 7 Milliarden Menschen Muschrik und ich zweifle nicht einmal an dieser Sache. Das ist Islam, das ist I'tiqad. Deswegen müsst ihr eure Aqidah sehr gut kennen. Ihr müsst wissen, was Aqidah ist. Aqidah ändert sich niemals. Das war die Aqidah aller Propheten. Wenn ihr euren Tawhid verstanden habt, eure Aqidah verstanden habt, dann kann der größte Scharlatan vor euch stehen. Ihr werdet euch aber nicht beeinflussen lassen. Und derjenige, der euch in eurem Herzen diesen Iman gibt, ist Allah, der Al-Mu'min ist. Derjenige, der eure Angst nimmt, ist Al-Mu'min. Deswegen bittet Allah Al-Mu'min, macht Tawassul damit, bittet ihn, dass er euren Herzen mit Iman füllt und euch eure Ängste nimmt. Wie gesagt, mein Nasias, passt auf jeden Fall auf, hört nicht den Leuten zu, die ohne ein Delil irgendwas im Glauben einführen oder etwas sagen. Ich möchte zum vorletzten Teil kommen, und zwar, der Prophet sagt in einem Hadith, der wird bei Abu Dawud überliefert, 3 Gruppen sind in Amanet, in Amniyat, in Sicherheit. Er zählt 3 Gruppen auf, sehr interessant. Er sagt, die erste Gruppe ist, bei Abu Dawud das überliefert, 3 Menschen sind in Sicherheit. Die erste Gruppe ist diejenigen, die den Dschihad auf Allah seinen Weg machen, die sich abmühen auf Allah seinen Weg. Und da sagt der Gesandte Allah in einem anderen Hadith, sallallahu alaihi wasallam, wer zum Kampf ausrückt, nur weil er an mich glaubt, sagt Allah, und die Botschaft meiner Gesandten bestätigt, den werde ich mit dem zurückkehren lassen, was er an Lohn oder Beute errungen hat, oder ich lasse ihn in mein Paradies hineingehen. Yani, wenn jemand Dschihad auf Allah seinen Weg macht, dann verspricht Allah ihm die Sicherheit. Allah verspricht ihn, entweder wird er mit Ghanimet zurückkehren, oder Allah verspricht ihm das Paradies. Yani, diese 2 Sachen. Deswegen ist einer, der Dschihad macht, der braucht niemals Angst zu haben. Er ist in Allah seine Sicherheit. Entweder wird er mit dem Ghanimet zurückkehren, oder er wird als Shahid ins Paradies direkt hineingehen. Die zweite Gruppe, die der Gesandte Allah sagt, bei Abu Dawud, die gerettet sein werden, sind diejenigen, die zur Moschee gehen. Guck mal, ich möchte hier kurz ein Thema aufmachen. Diejenigen, die in die Moschee gehen, sind diejenigen, die errettet sind, sagt der Prophet. Das sind diejenigen, die in Sicherheit sind. Die sind in Sicherheit. Aber damit ist nicht gemeint, einfach zur Moschee gehen. Damit ist gemeint, dass dein Herz an der Moschee hängt. Dein Herz ist wirklich an der Moschee. Der Gesandte Allah sagt in einem Hadith, der wird bei Muslim überliefert, Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abradul biladi ila Allahi aswaquha. Die Moscheen sind die Häuser Allahs und die von ihm am meisten geliebtesten Orte sind die Moscheen Allahs. Und die am verabscheulichsten Orte bei Allah sind die
Städte, yani Çarşı, sind die Einkaufsläden, die Zentrum der Läden. Selbst in der Zeit der Jahiliyyah waren die Moscheen die Zufluchtsorte der Muslime gewesen. Die Moscheen sind von oben, wenn die Engel auf die Erde gucken, sind das wie Leuchtkörper. Sie sind Nurun ala Nur. Auf der Erde leuchten die Moscheen. Wenn man von Sama runter guckt, dann sind die Moscheen mit Nur, sie leuchten. Moscheen sind besondere Orte, sie sind die Häuser Allahs. Deswegen, wenn ihr in eine Moschee kommt, wisset, ihr betretet das Haus Allahs. Wisset, ihr kommt in ein sehr, sehr vorsichtigen, in ein sehr bedeutsamen Haus. Allah sagt, Fi buyutin azina Allahu an yuskara fiha ismu, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Es sind Häuser, für die Allah die Erlaubnis erteilt hat, dass sie errichtet werden sollen. Und da soll sein Name verkündet werden, ohne etwas zu verheimlichen, wie die Bel'an. In Moscheen muss die Wahrheit gesprochen werden, ohne jegliche etwas zu verstecken oder zu verheimlichen. Darin preisen sie ihn morgens und abends. Guck mal, wenn ihr in eine Moschee kommt, sagt der Prophet, dann gehört ihr auch zu dieser Gruppe, immer in die Moschee geht, dessen Herz an der Moschee gebunden ist, der wird im Jenseits, wo es keinen Schatten geben wird, außer die 7 Gruppen, die unter den Schatten von den Thron Allahs kommen, wird eine Gruppe davon sein, die Menschen, die in die Moscheen gehen. Das ist eine Gruppe. Die Moscheen sind die Zufluchtsorte der Muslime. Die Moscheen sind die Stützpunkte der Muslime. Die Moscheen sind die pumpenden Herzen einer Stadt. Wenn die Moscheen nicht lebendig sind, dann ist diese Stadt tot. Die Moscheen sind Nurun ala Nur. Allah beschreibt mir Nurun ala Nur. Sie sind wie Öllampen, sie leuchten vom Sama bei den Engeln. Hier herrscht Segen, hier herrscht Rahmat in den Moscheen. Guck mal, es gibt einige Adab-Charakter- oder Benehmenspunkte, die man einhalten sollte, wenn man in eine Moschee kommt. Ikhwan, wenn man in eine Moschee kommt, sollte man viel in einer Moschee Koran lesen. Man sollte hier Istighfar machen. Man sollte auf jeden Fall das Jamaat-Gebet versuchen zu verrichten, weil die Moscheen sind besonders. Der Prophet sagt, diejenigen, die in die Moschee gehen, sind in Emniyat, in Sicherheit. Die wird Allah in Sicherheit bringen, die wird Allah ihr Sicherheit in den Herzen geben und er wird sie auch Sicherheit um sich schaffen, die in die Moscheen gehen. Versucht in den Moscheen nicht laut zu reden, versucht nicht laut zu lachen. Ihr seid in den Häusern Allahs. Wenn ihr in einem Museum seid oder in einem Palast, wo ein gehobener Mensch ist, dann redet ihr leise, flüstert ihr euch zu. Wenn ihr irgendwo seid, was weiß ich, in einem Regierungsgebäude, seid ihr ruhig und leise oder bei Ärzten. Hier seid ihr in den Häusern Allahs, redet sanft, redet nicht laut, lacht nicht laut, redet nicht über weltliche Dinge, redet nicht über Internetleitung, redet nicht über Arbeit, redet nicht über Geld, redet nicht über Tijarat. Wallahi, wir sind draußen beschmutzt. Draußen überall werden wir beschmutzt mit Arbeit, Karriere, Fernseher, Internet, dies und das. Es gibt nichts über Akhirat, keiner gibt uns das hier. Wenn ihr den Schmutz da draußen noch hier in die Moschee mit reinnimmt und diesen Schmutz hier auch noch verbreitet, dann könnt ihr euch niemals reinigen. Die Moschee sind ja da, damit ihr euch reinigt. Wenn ihr draußen beschmutzt werdet, bitte bespricht nicht die Themen wie Geld, Arbeit, was weiß ich, weltliche Dinge, bitte nicht in den Moscheen. Wenn ihr in die Moscheen Allahs kommt, gebt euch Nasiha, gedenkt das Akhirat, gedenkt eure Verpflichtung, gedenkt die Dawa, gedenkt den Tawhid, gedenkt den Islam. Überlegt euch, wie ihr Dawa machen könnt. Man gibt euch Nasiha über das Akhirat. Seid sanft zueinander, seid barmherzig zueinander, aber spricht nicht den Dreck, den man da draußen schon sowieso abbekommen hat, in den Moscheen ab. Seid bitte sauber, wenn ihr in die Moschee kommt. Achtet auf Sauberkeit, auf wie ihr reinkommt, auf euren Duft, den ihr habt, auf was ihr gegessen habt. Seid einfach vorsichtig, wenn ihr in die Moschee kommt. Das bedeutet, wenn dein Herz an der Moschee hängt. Wenn dein Herz an der Moschee hängt, dann bist du anders zu einer Moschee. Du hast eine Beziehung zu dieser Moschee. Und das sind diejenigen, die in Sicherheit sind, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der dritte Punkt, die Leute, die in Sicherheit sind, sind diejenigen, die ihr Haus mit dem Salam betreten. Da gibt es 2 Bedeutungen. Die einen sagen, damit ist gemeint, derjenige, der sein Haus zu einem Gebiet des Salam macht, sprich von da aus keine Lästereien macht, dort keine schlimmen Sachen macht, von da aus keine Haram-Sachen macht, von da aus nicht gegen die Muslime was plant oder irgendwas unternimmt. Das ist derjenige, der sein Haus in Salamet genommen hat, in Sicherheit, Salamet, in Frieden genommen hat. Den wird Allah beschützen. Oder derjenige, der in sein Haus betritt mit dem Salam, Assalamu alaikum, sagt, der wird in Sicherheit sein, weil Allah sagt in Surah Baqarah, in Surah 24, Vers 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. Wenn ihr Häuser betretet, dann grüßt euch gegenseitig mit einem guten Gruß von Allah, voller Barakat, der voller Segen ist. Wenn ihr in die Wohnung von euch tritt, sagt Salam alaikum und macht in eurer Wohnung
keine schlechten Sachen, die die Grenzen Allahs überschreiten. Das sind die 3 Gruppen, die in Sicherheit sind. Dieser Hadith wollte ich nur erwähnen, der bei Abu Dawud überliefert wird. Ich möchte zum allerletzten Punkt kommen, dann beenden wir inshallah den Unterricht. Und zwar, wie kann man sich denn diesen Al-Mu'min zu Charakter machen? Was kann ich jetzt machen? Erstmal die Sachen zu erkennen, die Sachen Dua zu machen, von Allah zu verlangen, sich für die Gaben Allahs bedanken. Und was kann ich da machen, dass ich auch emniert bin? Bei Tirmizi und Nasai wird ein Hadith überliefert, da sagt der Gesandte Allahs, Mu'min, ein Gläubiger, ein Mu'min ist derjenige, vor dessen bei diesem Menschen dein Besitz und dein Blut in Sicherheit ist. Wenn bei einem Menschen sein Besitz und sein Blut, sein Körper, alles in Sicherheit ist, dann ist dieser Mensch ein Gläubiger. Das heißt vertrauenswürdig, kein Verräter sein, nicht Muslime hinhalten, nicht lügen, nicht austricksen, nicht verräterisch auf das Namus von einem Muslim gucken, nicht ihn beneiden, nicht über ihn Ribet machen, nicht etwas verbreiten, was nicht der Wahrheit entspricht, nicht das Schlechte für ihn wollen. All die Sachen sind emniert. Denn wenn ein Mensch bei dir wirklich in Sicherheit ist, sein Besitz, sein Jan, sein Leben, seine Kinder, sein Besitz, alles bei dir in Sicherheit ist, dann bist du ein Gläubiger. Guck mal, der Gesandte Allahs war ein Amin gewesen, er war der Amin, er war der Vertrauenswürdige. Leute haben ihm vertraut, die Kuffar haben ihm vertraut. Selbst als er den Islam verkündet, haben die Mushrikun gesagt, wir wissen, O Mohammed, du sagst die Wahrheit. Aber wir werden dir nicht glauben, weil du bist kein Lügner. Du lügst nicht. So krass. Ihr müsst so vertrauenswürdig sein, dass selbst die Kuffar alle bei euch so sicher sein sind, dass ihr eigentlich nicht lügt, dass ihr eigentlich die Wahrheit spricht, dass das, was immer wahr ist, aber sie wollen es halt nicht akzeptieren. Guck mal, wisst ihr, wie viele Menschen, die vertrauenswürdig waren, rechtgeleitet worden sind? Viele Kuffar, sie waren vertrauenswürdig, Allah hat sie rechtgeleitet. Und wisst ihr, wie viele Muslime, die nicht vertrauenswürdig waren, Allah wieder in die Irre geleitet hat? Sehr viele. Jemand, bei dem man nicht in Sicherheit ist, dein Nachbar, der bei dir nicht in Sicherheit ist, vor deinem Lärm, deine Belästigung, dein Lautsein, egal was, dann kommst du nicht mal ins Paradies, sagt der Prophet. Der Gesandte Allah sagt, La yadkhulu jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqaha. Jemand, dessen Nachbar vor ihm nicht in Sicherheit ist, vor seiner Belästigung, vor seinem Lärm, wenn sein Nachbar nicht in Sicherheit bei ihm ist, der wird das Paradies nicht betreten. Wenn ihr gläubig sein wollt, das Maßstab des Gläubigen, Al-Mu'min, Al-Amin sein wollt, dann ist dies, ob zu Freunden, ob zu Nachbarn, zwischenmenschliche Beziehungen, beim Handel, bei der Arbeit, in der Dawa, bei Brüdern, egal wo, gegenüber den Weisen, gegenüber den Armen, gegenüber allen Dingen, müsst ihr einfach vertrauenswürdig sein und die Dinge müssen in Sicherheit bei euch sein. Ihr missachtet die Dinger nicht, ihr verrät die Dinger nicht, ihr trickst nicht, ihr versucht da nicht irgendwas zu machen. Ihr seid treu und ehrlich und ihr würdet die Sache genauso wieder zurückgeben. Ihr bewahrt und beschützt die Sache wie euer eigenes Leben, dann seid ihr Mu'minun, dann seid ihr Gläubige und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, mit dem Namen Al-Mu'min, dass er uns mit einem reinen Iman beschere. Wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Zulm der Aqidah, vor dem Schirk, den wir bewusst und unbewusst machen. O Allah subhanahu wa ta'ala, O Al-Mu'min, nimm uns unsere Ängste im Diesseits und im Jenseits, bringe uns in die größte Sicherheit und die größte Sicherheit ist das Paradies, zweifelsohne. Mache uns zu solchen Leuten, wo alle anderen Menschen bei uns vor unserer Zunge und vor unserer Handel in Sicherheit sind. Mache uns zu Al-Amin und beschmücke uns mit dem besten Charakter. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.